Liv Jecke, herzlich willkommen bei Fatal Banal 2021 digital. Da sind wir wieder. Hartmut, du bist 40 Jahre und wohnst noch zu Hause. Aber eigentlich ist es dir doch schon viel zu eng geworden, oder? Ich würde gerne ja mit meiner Freundin ausziehen, aber ich habe gar keine Freundin. Ja, und es ist ja auch noch so schön bei Mami. Da fühlt der Hartmut sich so geborgen wie früher als Baby. Aber eigentlich ist er schon viel zu groß, oder? Mhm. Das ist Hartmut, mein Sohn. Hartmut ist die absolute Stimmungskanone. Heute zeigt er Ihnen seine neue Fußballnummer. Hartmut, leg los! Solche Typen funktionieren ja immer wieder. Es ist genauso wie bei Laurel und Hardy. Jeder Siebenjährige fühlt sich denen völlig überlegen. Hartmut habe ich entwickelt und so langsam wird er erwachsen. Nee, ich glaube nicht. Ich hab kein Schloss, kein Pferd, kein Haus und auch kein Land. Ich habe nur ein großes Herz und Blümchen in der Hand. Tja, der Hartmut, wenn ich mir das heute so angucke, gerade die ersten Jahre davon, da frage ich mich na schon, was ist mit dem passiert? Was hat die Mutter mit dem angestellt? Ne? Und was ist aus der Mutter geworden? Für euch, für uns, für alle. Hartmut! Guten Abend, ich bin hier zuständig für den fachlichen Teil der Veranstaltung. Ich habe mich dafür freiwillig gemeldet. Müssen. Ja, Stille, Pause, Slapstick, Honk. Mein Thema lautet: Das ist falsch. Du musst den roten Knopf drücken. Was? Den roten. Ah. Den roten Knopf. Das ist immer. Was? Den roten Knopf. Rot. Also so lange war ich jetzt noch nicht dabei, aber ich habe mir sagen lassen, den Charakter des Hartmuts hätte es vorher schon gegeben und ich habe mich jedes Mal bepisst vor Lachen. Das ist tatsächlich eine der wenigen Nummern, wo man dann auch, wenn man noch ziemlich viel hinter der Bühne zu tun hat, sich die Zeit nimmt, nach vorne geht und sich einfach nur königlich amüsiert. Hartmut, ich fühle mit dir. Sülz. Sülz. Ich bitte dich. Wir haben doch bei uns auch keinen Ort, der Handkäse heißt. Ja, auf die Idee von der Hessin bin ich einfach gekommen, weil ich dachte, anderer Dialekt in Köln fände ich mal cool und ich komme ja aus Hessen. Und die Alex aus Hessen, also eigentlich bin ich das selbst, nur die ist viel cooler. Also ich wäre eigentlich gern so wie die. Ist doch cool, ne? Was steht denn da auf dem Plakat? Konzert, Köln Arena. Bab. Bab. Das wird ja immer besser in Köln. Bab, ist das ein Sekundekleber oder was? Das ist witzig. Und jetzt haben die hier noch so professionelle Durchsagen wie auf dem Flughafen. Da musst du auch erstmal spezielle Sprachdurchsage-Nuschelkurs belegt haben oder Eiswürfel pissen. Meine Damen und Herren, hier spricht die Leitstelle der KVB. Linie 3 und 4, das ist Linie 3, wir bitten um Ihr Verständnis. Klasse, super, danke. Da fährt die mich noch kurz vor Ladenschluss in den Mediamarkt. Da habe ich gedacht, gut, kaufe ich mal ganz schnell einen neuen Fernseher. Ich bin ja nicht blöd. Habe ich gedacht. Da musst ja 5 Jahre für studiert haben, ja? Da kommt so
so Mario Barth-Typ auf mich zu und fragt, Plasma oder LCD, HD Ready oder Full HD mit digitalem SAT-Receiver oder Blu-ray-Player, SCART oder HDMI-Schnittstelle, PAL oder HDTV-Übertragung Standard. Ja, genau. So, und jetzt habe ich einen ganz großen Fehler gemacht, ja. Machen Sie das nicht. Ich habe gefragt. Was ist denn da der Unterschied? Ja, bei uns im Verein sind ja fast alle Immis. Und unsere Hessin Alex, die ist ja auch ein Immi. Und die spricht uns eigentlich allen aus der Seele und schaut den Kölnern aufs Maul. Und der ganzen Nation natürlich. Und das macht die so schön direkt und rotzig. Und das mag ich. Raucherzone, das ist ja eine großartige Erfindung. Das hat sich ein ganz kluger Kopf ausgedacht, ja? Weil der Qualm ja auch in der Zone bleibt. Der zieht ja nicht weg. Nur weil sie hier überall so komische Zinnober einführen, ja? Mit nicht rauche und doch rauche, in der Eckkneipe, in der Ecke rauche, in der anderen Kneipe an der Bar, aber nicht am Tisch und beim Essen gar nicht rauche, außer am anderen Raum, wo man dann aber nicht essen darf, aber nur wenn der Tisch nicht direkt am Klo steht, weil die Nichtraucher, wenn sie vom Klo kommen. Oh krass, wer ist die Eiche? Moment. Abdella, brauche ich Auto? Wofür? Zum Angeben, du Idiot, habe ich neue Eiche am Start. Boah, ist die geil. Weil die Nichtraucher, wenn sie vom Klo kommen, ja den Rauch einatmen, weil ja so ein Klo viel besser riecht als ein leckeres Marlboro. Und wenn es was zu essen gibt, ja, da darf seine Zigarette angucken, aber nicht anzünden, weil das 4711 besser zum Schnitzel passt. Alex, jetzt bist du 40. Jetzt können wir doch noch auf so eine Ü40 Karnevalsparty gehen. Motto Dancing Kings und Dancing Queens. Da habe ich gedacht, da wird mal so richtig abgetanzt. Es ist doch immer schön, wenn die Spotarbeit etwas anspruchsvoller ist. Ich erinnere mich noch damals, als du als Dancing Queen getanzt hast und mein Verfolger und ich haben mit dir getanzt. Fließende Bewegungen aller drei Beteiligten. Das war schön. Und ich muss ja gestehen, als Schauspieler achtet man zwar immer, dass man im guten Licht ist, aber man weiß ja nicht so genau, wie die Arbeit ist. Und letztes Jahr hast du pausiert und wir hatten jemand anderes am Verfolger, die haben das neu gelernt, die haben das toll gemacht. Aber da habe ich erst mal verstanden, was du da leistest. Weil bei dir habe ich kein einziges Mal gedacht, hey, wo ist denn das Licht, wo ist denn das Licht? Das war letztes Jahr anders. Ja, eine meiner Lieblingsrollen war ja der Günni. Ach, der Günni, bei aller Verschrobenheit und bei aller auch Unscheinbarkeit, eine Stimmungskanone mit ganz liebevollem Humor. Und eine Nummer war Günni zaubert. So, jetzt habe ich hier 3 Karten. Vielleicht können Sie mal sagen, was Sie auf den Karten so sehen. Blatt, richtig? Drittes Maikäfer. Käfer, richtig? Und noch? Auch ein Blatt? Sie kennen den Trick, ne? So, ne? Jetzt mal. Also ich zeige Ihnen das allen, die Frau hat nicht gelogen, ne? Blatt, Käfer und Blatt, ne? Hier ist er. Schon ein bisschen ramponiert, aber er ist noch da. Und auch noch die ganzen Zaubertricks sind da. Herrlich, kann ich euch sagen. Hier sind noch die Karten vom Zaubertrick. Ich zeige sie mal. Es waren nämlich 4 Stück. Die gerade jetzt, ich kann sie nicht hundertprozentig beherrschen. Ja, das ist ein alter Zaubertrick von den Kindern, also ein Kinderzaubertrick. Den haben unsere Kinder auf Kindergeburtstagen und bei Festen immer wieder aufgeführt, immer mit Erfolg. Und ich habe versucht, dann den als Günni auch auf die Bühne zu bringen. Ich habe wirklich mit den Kindern stundenlang geübt, bis es mir dann endlich geglückt hat. Und das mit 300 Leuten im Bürgerzentrum Ehrenfeld zu spielen, ganz herrlich. Wo ist denn der Maikäfer? Wo ist er denn? Und sie sind alle so Pferde jetzt mal, ne? Sie sind alle mal Pferde, fangen alle an zu reiten. Ein Pferderennen mache ich ja heute immer noch gern, auch nach 25 Jahren. Opi passt.
meine Fächer. Und jetzt kommt die erste Hürde. Ja. Und dann kommt die zweite Hürde. Ja. Und jetzt kommt die Linkskurve. Und jetzt meine Lieblingsnummer. Die Frauentribüne. Juhu! Die Männertribüne. Hey! Und die Ehrentribüne. So schön. Fastenabend, jede Abend, von Weiber Partner bis das der Nobel brennt. Fastenabend, jede Abend, von Weiber Partner bis das der Nobel Aber was der Günni auch am besten konnte, ist Schunkeln. Und Schunkellieder mit allen Leuten im Saal singen. Alle Bügel, alle Möhn, nee, was ist das wieder schön. Bisschen links und bisschen rechts, Achtung, jetzt könnt ihr seh's. Ach, wie herrlich. Chantal, komm mal üben! Chantal, komm mal für Germany's Next Topmodel üben! Also mir persönlich ist die ja zu laut. Der Chantal denkt immer, alles geht von selbst. Das ist in der Schule genauso. Oder wenn sie die Spülmaschine ausräumen soll. Oder abnehmen. Chantal, wenn du Topmodel werden willst, dann musst du sexy sein. I want you sexy. Das sagt der Bruce auch immer. Sexy, das ist man nicht von selbst. Das muss man üben. Und laufen muss man auch üben. Chantals Mutter habe ich das erste Mal in meinem ersten Jahr bei Fatal Banal gespielt, 97 oder 98. Zu der Zeit war meine Tochter Linda ungefähr 3 Jahre alt und in der Zeit habe ich unheimlich viel Zeit noch auf Spielplätzen verbracht, auf Kölner Spielplätzen. Und ich dachte immer, oh Gott, wie kann man sein Kind Chantal nennen in Köln oder Jacqueline oder Jennifer oder wie auch immer. Ja, und so entstand eigentlich diese Figur Chantals Mutter auf dem Spielplatz und das hat sich nachher fortgesetzt mit ganz vielen anderen Themen und es ist einfach herrlich, auf die Bühne zu kommen und zu sehen, wie das Publikum sich freut, mich wiederzusehen. Guck mal, ich sehe auch nicht von selbst so aus. Das wird einem nicht in die Wiege gelegt. Da ist viel Zeit rein investiert. Und Geld für Sonnenstudio, Nagelstudio, Beautystudio, Fitnessstudio, Haarstudio. Schade, dass ich für Topmodel zu alt bin. Ja, und am allertollsten waren dann immer die Gäste, die nach der Show so zu mir gekommen sind und meinten, und du bist Chantal? Super witzig, ja. Und du bist jetzt die 100. Person, die das zu mir sagt. Und nein, ich bin nicht fett, ich bin nicht hässlich und ich bin auch nicht Chantal. Wie ich da in die Klasse komme, da turnen die Kinder über Tische und Bänke. Das war ein Lärm, eine Prügelei, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich da erst einmal für Ruhe gesorgt, ne? Da ist mir so ein türkisches Mädchen da rausgegriffen, der das Kopftuch ausgezogen und die damit am Stuhl festgebunden. Ja, was meinst du, wie schnell das ruhig war in der Klasse? Ich sag, will noch einer gefesselt werden? Schweigen. Ich sag, Hälfte raus, Diktat. Hör mal, das fluppte. Jo, ich also mit denen Diktat geschrieben. Da war ich jetzt natürlich nicht drauf vorbereitet. Ja, da hab ich denen einfach den Beipackzettel von meinen Kopfschmerztabletten vorgelesen. Ja, was die Hessin für die Immis ist, das ist ja Chantals Mutter für die Kölschen, ne? Schlichte Denke, laut. 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 Vor solchen Menschen habe ich ja Angst, wenn die wählen gehen, ne? Ipschen, Dipschen, Silberklippschen, Ipschen, Dipschen, weg. Ipschen, Dipschen, Silberklippschen, Ipschen, Dipschen, weg. Ipschen, Dipschen, Silberklippschen, Ipschen, Dipschen, weg. Jo. Fertig. Ich gewinne sowieso nichts. Ja, ich habe noch nie was gewonnen. Ja, die Frau macht mich fix und fertig, ehrlich. Ich meine, wo, bitteschön, kriegt man so hässliche Klamotten her? Ich glaube ja, es gibt so geheime Kataloge
wo man nur diese hässlichen Klamotten kaufen kann, ne? Die werden so unter der Hand verteilt bei denen. Krass. Die Kinder hätten doch jetzt Sexualkundeunterricht in der Schule. Und da sollten sie auch Verhütungsmittel kennenlernen. Und deshalb sollten sie mit den Kondomen zu Hause mal ausprobieren, wie man die anzieht, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Da reden sie sich immer alle auf, dass die Kinder nicht richtig rechnen und schreiben können. Aber mit 10 Jahren ein Kondom anziehen, das können sie. Das geht ja überhaupt nicht. Die sind doch viel zu klein. Na also, jetzt jeder. Ich frag mich, wie man damit verhüten soll. Ups. Also eigentlich eine voll billige Idee, ne, mit der Gurke. Aber echt der Burner. Und jeder im Publikum hat Schiss um sein bestes Stück. Ich auch. Hier Antalya. Hier Rhein. Antalya, Ankara, Istanbul, Wien, Berlin, Kalk. Alles rechts von Rhein ist Türkei. Kelly, ja, da kam letztens so ein Typ hier auf der Straße vorbei mit so einem riesen Schlitten, ne? Hat er gesagt, ey Eiche, kannst du mit mir mitfahren, ne? Ja, bin ich voll mit ihm mitgefahren, ne? Ich sag euch, machen Sie das nicht, ja? Der ist so geheizt, mir ist so schlecht gewesen, ich hab ins Auto gekotzt. Echt. Das ist Jesus. Hier kannst du sehen, wie er ist in Obi-Baumarkt Holzkreuz am Schleppen. Sieht scheiße aus. Und das? Mohammed. Ja, gibt's keine Foto von, sah wahrscheinlich doch scheißiger aus. Allahu Akbar! Also ich mag ja solche Typen, ich mag die wirklich. Das ist gelebte Integration und der Islam gehört nun mal zu Deutschland. Und außerdem kann man da dem Erdogan... Moment. Baba, ich hab jetzt kein... Baba, bu ne kim yaptı? Tak seni bu bana yapıştı makle ne işin var şeke? Die Kurden haben keine moralischen Werte. Baba, lass mich raten, wer gesagt hat. Hab ich mir gedacht, ja. Und bezieht sich Erdogan auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Karl May. Ah nee, ich gehe jeden Sonntag in Moschee. Samstag. Freitag, natürlich, ja. Ah nee, man kann mit den Tagen schon mal durcheinander kommen. Der Murat. Wisst ihr eigentlich, warum der Murat in Köln-Kalk wohnt und spielt? Ne? Erzählt er ja ganz oft. Obwohl wir 25 Jahre im Bürgerzentrum Ehrenfeld gespielt haben. Und da gibt es auch Murats ohne Ende. Aber nein, der Meinolf, der den Murat spielt, der wohnt eben in Kalk. Und deshalb lebt der Murat in Kalkkapelle. Oder Moschee, würde der jetzt sagen. Seit 3 Tagen steht Anne jetzt an Haltestelle Kalkkapelle. Falsch. Heißt jetzt Kalkmoschee. Ja, was hat Baba auch umbenannt. Und genau an die Platz, genau an die... Wo kommst du her? Kennst du Kalkkapelle? Ja, heißt Kalkmoschee jetzt. Pass auf, hör zu. Genau an die Stelle, guck mich an, genau an die Stelle, wo früher stand diese Christentrottel mit dieser Playmobil-Reklame. Hier, Wachturm, genau. Genau da steht jetzt meine Mutter mit Riesenplakat von Erdogan und verteilt Heftchen. Kalk erwache. Ja, der Murat, der vereint ja Klischee, Vorurteil mit Satire. Ist ein geiler Typ. Und genau das Gegenteil
vom Hartmut. Hier Macho, da Honk. Beim IQ sind sie dann wieder gleich auf, ne? In meiner Hauptstadt Istanbul, das ist... Hallo, bin ich der Türke oder du, hä? Manchmal muss ich dann auch verbal einschreiten. Wie war das damals, Murat? Jeden Abend erzählt von seiner Hauptstadt, Istanbul. Keine Reaktion vom Publikum. Am zweiten Abend bin ich dann hingegangen, habe dann laut Ankara gerufen. War mir dann auch egal. Habe ich dann jeden Abend weitergemacht. Bis zur Derniere. An den Dernierenabend war das ganze Publikum eingeschworen und hat im Chor gerufen, Ankara! Schunkel mit die Dönermann ist wie ein Tanz auf die Vulkan. Sigeding, ja, ja, sigeding, ja, ja. Bis ich dir wie der Verfall, heiße Lava überall. Sigeding, ja, ja, sigeding, ja, ja. Der Fastelavond ist da. Ein Trömmelchen geht. Das Kostüm ist parat. Einmal. Wenn der Trömmelchen geht, der schon weit parat. Und der Trecke durch die Stadt. Und jeder hat gesagt, Gölle, Alaf, Alaf. Gölle, Alaf. Mädels, seid ihr soweit? Ja. Wir, der Karnevalsverein Blaujoll Troggenhof Tenhofen von 1823 e.V., wir haben uns in diesem Jahr nicht nehmen lassen, haben keine Kosten und Mühen gescheut und haben euch was mitgebracht. Blaugold Roggendorf Tenhofen von 1823 e.V. Ah, was für so ein herrlicher Karnevalsverein mitten in Köln. Ja, von wer mitten in Köln? Wart ihr schon mal in Roggendorf Tenhofen? Tut's mal ein Pikolöchen. Gibt kein Pikolöchen. Dann eine große Flasche Sekt. Auch keine große Flasche. Und Poröllchen? Kein Poröllchen. Wie? Dann nehmen wir halt Kölsch. Kein Kölsch. Wie? Wir sind leer gesoffen. Der Düsseldorfer will den Zugang zur Kölner Bucht. Seitdem die Rheinbrücken kaputt sind, sind wir hier an der A57 die letzte Bastion vor den Toren unserer geliebten Vaterstadt. Wenn Roggendorf auch noch fällt, dann steht der Düsseldorfer mit seinen Tataren morgen im Dom. Wollen wir nicht erstmal bei der Kostüme sprechen? Ja, ich habe auch schon die Idee. Also, wir schweben alle so über die Bühne in so langen, weiten Gewändern in rosa. Und dann singen wir immer Dieses Kostüm, dieser viel zu große Rock, diese scheiß Frisur und dann dieser hässliche gelbe Blazer. Das war einfach nur Kacke. Ich hab es. Dschungelcamp. Das mit den Spinnen und Schlangen und Schnecken und Würmern Dschungelcamp und ist Ameisen eine und Eidechsen. super Idee. Das probieren wir gleich mal aus. Der Kürbis bringt mal bitte einen Kranz Altbier. So. Es ist ganz einfach. Wer von euch beiden in einer Minute mehr von der Plörre trinkt, den schicken wir zu RTL. Und los! Was macht die hier? Wir sind die ganze Zeit auf euch am Warten. Aber wir müssen doch üben. Die Choreografie. Ja. Wir machen nämlich auch mit beim Grand Prix. Für Deutschland. In Düsseldorf. Du support 12 points. Für Deutschland. Moment mal. Ich hab da eine Idee.
Achtung! 3, 4, Love, love. Wir sind die Roggendorfer Jäger. Wer sich immer noch nicht vorstellen kann, was mit dem Karnevalsverein in Roggendorf-Tenhofen ist, der müsste mal so samstags abends nach Roggendorf-Tenhofen fahren. Da fährt nur ein Bus hin oder man muss mit dem Fahrrad hinfahren, sonst kommt man anders nicht hin. Ich kann jetzt sagen, garantiert Corona sicher. Kein Risikogebiet. Roggendorf-Tenhofen. Lev Jecke, habt ihr schon gespendet? Dann aber jetzt ran an die F. Okay, tschüss. Kommt da noch was? Kommt da noch was? Kommt da noch? Eine ganz normale 80-Stunden-Woche. Heimkommen muss er mich gleich damit locken, als gäb's kein anderes Problem. Muss denn das bei ihm immer an erster Stelle stehen? Ich frag mich, wie's gelaufen wär ohne Let's Dance. Er schaut nichts anderes mehr und seit Tagen gibt er keine Ruhe. Er will tanzen und rast auf mich zu. Doch wenn er tanzt, bin ich woanders. Ich laufe los, doch ich hab kein Ziel. Und wenn er tanzt, bin ich woanders. Ich laufe los, doch ich hab kein Ziel. Er jagt mich barfuß durch New York. Er tanzt den Cha-Cha in Alaska, schmeißt ihn vom Bali über Bord. Doch er tanzt sogar im Wasser. Und wenn er tanzt, ist mir ganz anders. Wär ihn gern los, er ist mir zu viel. Ich frag mich, wie's gelaufen wär ohne Let's Dance. Er schaut nichts anderes mehr. Und seit Tagen gibt er keine Ruhe. Er will tanzen und rast auf mich zu. Doch wenn er tanzt, bin ich woanders. Ich renn schnell weg, weil ich nicht will. Und wenn er tanzt, wird mir ganz anders. Ich renn schnell weg, weil ich nicht will. Er jagt mich barfuß durch New York. Er tanzt den Cha-Cha in Alaska, schmeißt ihn vor Bali über Bord. Doch er tanzt sogar im Wasser. Und wenn er tanzt, wird mir ganz anders. Wär ihn gern los, er ist mir zu viel. Weil ich nicht will.